Ja, grüß euch benannt. Und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ui. Ah, langsam stresst's mich. Jetzt wirklich. Ich bin über am Hasseln. Ich bin jetzt heute in der Früh aufgestanden. Stunde früher, 1,5. Um ein Video zu machen über diese Alblali-Nummer. Danke dafür, Alblali, weil der gute Vic hat nämlich darüber ein Video gemacht. Wenn ihr das hier hört, wird das wahrscheinlich schon auf dem Kanal oben sein. Und ja, die letzten zwei von diesen Videos, da sind wir momentan noch, da findet YouTube schon wieder nicht geil, macht YouTube wieder Faxen. Aber ich mache jetzt hier einfach weiter. Ich zieh jetzt durch. Da ist uns beim letzten Mal nicht sonderlich weit gekommen. Keine 20 Minuten. Ich habe es jetzt hier auf 1,25 hochgestellt. Dann sollte das vielleicht ein wenig schneller gehen. Kommen wir vielleicht ein bisschen weiter. Richtig. Ne? Was gab's noch? Ah ja, wir waren stehen geblieben. Er lügt jetzt gerade wieder. Warum? Er konnte seine Bewährung ist nochmal verlängert worden, weil er aufgrund von Hater-Aktionen seine Bewährungsauflagen nicht erfüllen konnte, was natürlich vollkommener Humbug und gelogen ist, wie ich am Ende des letzten Videos bereits erwähnt habe. Und an dieser Stelle steigen wir ein. Dementsprechend, Hauptsächlich sagen wir mehr. Ich sage Häube auf. Mir geht einer in rein. Und weil ich aufgrund von Hateraktivitäten und aufgrund dessen, dass ich 2 Jahre auf der Straße gelebt habe, nicht alle Bedingungen erfüllen konnte. Inzwischen bin ich Wie gesagt, die Sozialstunden hätte er erfüllen können, gar kein Problem nicht. Und er ist nicht 2 Jahre auf der Straße gewesen, das ist auch gelogen. Und ja. war aus der Bewährungszeit raus, Gott sei Dank. Und ja, keine Ahnung. Es waren Leute bei mir vorm Haus, denen ich auf die Fresse gehauen habe, weil sie mich angegriffen haben. Nein, Rainer, das ist gelogen. Rainer, das ist dreist gelogen. Es waren Leute bei dir vorm Haus, richtig. Es waren oft Leute bei dir vorm Haus, auch richtig. Und in den allermeisten Fällen ist nämlich genau überhaupt nichts passiert. Manche sind ein wenig eskaliert. Und wenn du nur dann, nur da, wo die Leute eskaliert sind, wenn du nur da dein Telefon in die Hand genommen hättest und die Pinea angerufen hättest und gesagt hättest, hey Leute, hier sind irgendwelche Typen, die randalieren da vor meiner Haustür, die rütteln am Zaun, dann wäre die Pinea da auch häufiger aufgeschlagen, hätte es ernster genommen, wäre wahrscheinlich schneller da gewesen. Ne? Auch wenn du aufgehört hättest, die Leute zu provozieren und wenn du darauf gehört hättest, was die Polizei dir gesagt hat, ne? Herr Winkler, wenn da sowas ist, ne, rufen Sie uns nur an, wenn es ein Notfall ist, bleiben Sie drin, sorgen Sie nicht dafür, dass die Situation weiter eskaliert, versuchen Sie deeskalierend zu handeln, gehen Sie da nicht raus, brüllen Sie nicht rum, machen Sie nicht Ihre Wi an, lassen Sie das einfach, rufen Sie uns an, warten Sie bis wir kommen. Wenn wir da sind, dann auch nicht rauskommen, das ist, was die wollen, tun Sie das nicht. Du hast es immer und immer wieder gemacht. Du hast getan, als würdest du irgendwie, jetzt haben wir es begriffen. Und das nächste Mal hast du gedacht, Wallah, wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Sorry, das ist momentan mein Lieblingseinspieler. Ich liebe das einfach. Und dementsprechend ist es halt nicht besser, sondern schlimmer geworden. Und du bist unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden, weil du Menschen angegriffen hast mit Pfefferspray. Und ich habe es 1000-mal gesagt und ich werde es 1001-mal, 2000-mal, 5000-mal sagen, wenn es sein muss. Zu Recht. Ne? Du bist da zu Recht verurteilt worden und die Tatsache, dass du verurteilt wurdest, sagt aus, dass das nicht Notwehr war. Du hast dich nicht nur verteidigt, du hast die Leute angegriffen. Fertig. Mein Leben zerstört haben oder mein Leben gefährdet haben.
Und ich hätte Die Zerstörung deines Lebens, die hast du komplett alleine hinbekommen. Da hast du überhaupt niemanden dafür gebraucht. dabei nicht einmal nur von meinem Leben im Sinne von, sie haben mich angegriffen oder so, sondern mein Leben gefährdet im Sinne von, sie haben mich, wie sagt man, sie haben halt meine Existenz gefährdet. Ich konnte Wie? Rainer, wie hätten sie das denn machen sollen, deine Existenz gefährden? Wie? Ach so, ja, die haben ab und zu mal verhindert, dass dass er hier Barne kriegt, ne? Weil gerestreamt wurde und so. Das ist natürlich scheiße. da nicht mehr, ich konnte da nicht in Ruhe leben. So, wie schaut es aus mit dir? Genau, und konnte halt mein Leben nicht normal führen, weil ich halt, Er konnte nie sein Leben leben, ne? weil halt die alles kaputt gemacht haben. Ich meine, Rainer, wer auch alles kaputt gemacht hat, warst du. Und wie gesagt, es hat nie jemand davon abgehalten, ein Leben zu leben, ne? Der hätte einfach nur machen müssen. Du hättest einfach nur machen müssen. Niemand hat dich gezwungen, diese ganze Internet-Kasperei zu machen. Niemand hat dich gezwungen, die Leute zu belästigen, beleidigen, zu provozieren. Niemand hat dich gezwungen, jedes Mal da raus zu eskalieren. Auf unbesickt ewig an deine Wand zu sprühen. Niemand hat dich gezwungen, die Leute zu dir einzuladen, damit sie Poster kaufen, damit du deine scheiß Stromrechnung bezahlen kannst. Niemand hat dich gezwungen zu diesem. Das hast du alles ganz alleine getan. wenn du dir mal die Fakten anschaust, die Fakten sehen so aus, dass ich zu Hause war, meine Videos und meine Streams gemacht habe. Ich gebe zu, dass meine Ansichten und meine Charaktereigenschaften oder meine persönlichen Ansichten und mein persönliches Verhalten vielleicht nicht für jeden etwas war. Ne? Das wird Untertreibung des Jahrhunderts, Rainer. Das sind die Untertreibung des Jahrhunderts. Willst du mich rollen? Oh, schon sein, dass ich da ein bisschen, ne? Also, was er jetzt hier gerade ein bisschen verharmlost, seine Ansichten und ne, wie er so sein Leben leben wird, das beinhaltet dann Dinge wie Frauen belästigen. Ne? Auf dem Teamspeak zum Beispiel. Hier wisst ihr schon, Holo-Aussage und dergleichen. All diese Nummern, diese ganze Provoziererei, man kennt es noch, das ist ein altes Video, er hat noch lange Haare gehabt, wo er gesagt hat, schüre den Hass der Hater, weil dann gibt's Reichweite und mit Reichweite gibt's Barne. Das hat er soweit schon begriffen. Ja, das war Name of the Game. Und dann hat er sich gewundert, dass die Leute ihn nicht mögen. Komisch. Jeder sieht das halt anders, was richtig und falsch ist. In einem gewissen Rahmen, Rainer. Ne? Wenn wir jetzt von Dingen sprechen, wie kommt Ananas auf die Pizza, ja oder nein, ja, da kannst du sagen, jeder sieht das anders, was da richtig und was falsch ist. Ne? Aber im Zusammenhang von wegen spezielle Räume auf deinem Teamspeak-Server einzurichten, in die du dann irgendwelche Frauen, die auf deinem Server sind, einfach ungefragt drüber ziehst, um sie dann da zu belästigen, im Sinne von ne, die Hose lüften in Anwesenheit Minderjähriger, im Sinne von dieser ganzen Scheiße. Da gibt es halt nicht die Körperverletzung, ne, gefährliche Körperverletzung. Da gibt es halt nicht so diese berühmten zwei Meinungen, wo man sagt, ja, das kann man so oder so sehen. Ja, man kann das nicht so oder so sehen. Du hast Leute mit Pfefferspray besprüht, die dir nichts getan haben. Und das ist gefährliche Körperverletzung. Punkt. Darüber gibt es kein, ja, das kann man so oder so sehen. Das steht im Gesetz, Digga. Das steht in unserem Strafgesetzbuch. Kannst du es nachlesen? Aber das, was ich hab's selber gemerkt, ne? Nachlesen und so. gemacht habe, ist und bleibt halt letzten Endes virtuell. Ich bin nicht. Jetzt kommt die Scheiße. Ich halte dieses Gestolle nicht mehr aus von ihm mit diesem, ja, das war alles bloß im Internet. Rainer, wenn ich zurückdenke an so Situationen mit, wo du diese 13-Jährige in deinem YouNow-Stream hattest, ne? Wo du gefragt hast, du, hart an der Grenze, wegen dem Alter. Ne? Das ist scheißegal, ob das virtuell ist. Interessiert keinen Menschen. Es ist widerlich und es gehört kritisiert. Und dass du dich noch nie für irgendwas gerade gemacht hast und noch nie irgendeine Kritik angenommen hast, weil alles ist immer Hate und Mobbing.
Ne? Reini muss seinen Stiefel durchziehen, Reini muss seinen Willen bekommen. Wenn irgendjemand zu ihm sagt, Reini nein oder Reini, das geht so nicht oder das kannst du nicht machen, ist das Hate und Mobbing. Sein ganzes Leben lang immer, ja, der hat Nein zu mir gesagt. Hate und Mobbing. Und es macht es nicht besser, weil es im Internet stattfindet, Rainer. Es macht es nicht besser, weil es im Internet stattfindet. Ne? Wenn sich irgendein räudiger Perverso irgendwelche Kipo aus dem Internet zieht, dann wird auch früher oder später die Polizei bei dem vor der Tür stehen und ihn einsacken. Da kann er auch nicht sagen, ja, ihr habt das ja nur virtuell gemacht. Ich bei Leuten vor der Tür gestanden und habe da randaliert. Ich bin auch nicht hergegangen und habe bei anderen Leuten irgendwie jemanden in die Fresse eingehauen. Ja, wenn du zu beidem nicht in der Lage gewesen wärst, Rainer. Weil du zu beidem nicht in der Lage gewesen wärst, wärst du zu irgendeinem von diesen Leuten hingegangen. Angenommen, der kennt die Adresse von dir, keine Ahnung, wem. Leute, die da regelmäßig waren, die hätten die alle kaputt gefaltet. Wenn du da hingegangen wärst und hier einen wilden Otto gemacht hättest. Aber das hättest du sowieso nicht gemacht, weil du eine feige Muchte bist und schon immer warst. Weil Reini reißt zwar das Maul auf wie so ein auf Grund gelaufener Wal, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, ist er so klein mit Hut. Jeder von denen hätte ich easy zusammengefaltet. Ich bin nicht vorbestraft, weil ich jemanden absichtlich Schaden zugefügt habe, der mir random über den Weg gelaufen ist. Sondern ich bin verurteilt worden, weil ich... Ja, doch, mehr oder weniger ist es genau das. Du hast jemandem absichtlich Schaden zugefügt, der random über den Weg gelaufen ist. Natürlich sind die zu dir gekommen, aber du hättest, also dass die gekommen sind, war ja mehr oder weniger random. Du hast ja nicht gewusst, dass sie kommen. Ne? Jemanden, der über meinen Zaun geklettert ist. Nein, diese über den Zaun klettern Nummer ist massiver BS. Einer ist massiver BS. Es hat eine Handvoll Leute gegeben, die über diesen Kackzaun geklettert sind. Hier, Asterix hieß der eine. Ich weiß nicht, wer noch. Und auf jeden Fall dieser Typ mit der Brille da damals, ne? Schanzensturm-Hater, wegen dem du auch verurteilt wurdest. Weil du, als du ihn bereits irgendwie, ne, im Schwitzkasten hattest, ihm noch ein paar auf die Fresse gegeben hast. Und das halt zu viel. Das halt nicht von der Notwehr gedeckt. Natürlich, ne, in dem Moment, in dem der da über den Zaun klettert, hat er Hausfriedensbruch begangen. Dann hast du das sogenannte Jedermannsrecht, den festzuhalten, bis die Bullen da sind oder bis seine Identität feststeht. Wenn dir seinen Ausweis gezeigt hätte und du hättest ihn abfotografiert, hättest du den gehen lassen müssen. Rainer. Dieses Jedermannsrecht, die Leute da festhalten, vorläufige Festnahme heißt das Ding, das ist dafür gedacht, dass du den festhalten kannst, bis die Bullen da sind. Oder bis seine Identität festgestellt. Wenn du zum Beispiel genau gewusst hättest, wer das ist, wenn er gesagt hat, der Huber hier ist, vor drüben, so und so, ich weiß nicht, wo der wohnt, Kenny. Auch dann hättest du nicht da mal festhalten dürfen, weil dann wäre das Nötigung gewesen. In diesem Fall, ja, darfst du ihn festhalten, bis die Identität geklärt ist und danach musst du den in Ruhe lassen. Und du darfst ihn halt nicht festhalten und ihm erstmal ein paar in die Fresse zimmern, dass seine Brille kaputt geht, weil das dann Körperverletzung ist, Rainer. Und widerrechtlich auf mein Grundstück gegangen ist, eine aufs Maul gegeben, nachdem ich ihn schon unter Kontrolle hatte. Weil der Witz ist ja eigentlich... Das ist der Witz. Nachdem du ihn bereits unter Kontrolle hattest. Der Satz ist wichtig. Das ist der wichtigste Satz. Wäre der über den Zaun geklettert und hätte angefangen, auf dich einzuprügeln, dann hättest du ihm auch eine schallern können. Vollkommen in Ordnung, gar kein Problem. Ne? Dann wäre es Notwehr gewesen, weil um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff abzuwehren. Der steigt über den Zaun und zimmert dir ein paar. Das ist ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff und da darfst du zurückschlagen. Wenn er nichts getan hat, außer nur über den Zaun zu steigen und du bereits ihn, ne, im Schwitzkasten hast, hast du den nicht mehr zu schlagen. Fertig aus. Mir gar nichts passiert, weil ich den ja in der Situation, dass er meinen, wie sagt man, ich habe dem eine aufs Maul gegeben in der Situation, wo er auf meinem Grundstück war, wo ich ihn versucht habe festzuhalten oder festzunehmen, wenn man so möchte.
Ja, und festhalten hat halt nichts mit aufs Maul hauen zu tun. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Das eine darfst du da und das andere eben nicht. Und weil du das getan hast, was du nicht darfst, bist du verurteilt worden, Rainer. Das ist ganz, ganz simples Prinzip. In jeder Gesellschaft. Ne, wenn du, jedes Land hat Gesetze und wenn du die brichst, ne, da steht Gesetzbücher, da steht drin, was darfst du nicht. Und wenn du die Dinge tust, die da drin stehen, die du nicht machen darfst, dann wirst du dafür bestraft. Punkt. Und da steht halt drin, du darfst dem halt nicht ein paar aufs Maul hauen. Und so war es dann ja auch. Fertig, Rainer. Ende der Diskussion. Rainer, dass du so oft überhaupt Bewährung gekriegt hast, ist wirklich für dich ein Geschenk des Himmels gewesen. Jeder andere wäre schon lange in den Knast gegangen, weil dann das Gericht irgendwann gecheckt hätte, Moment, er lernt einfach nicht dazu. Eine Woche nach der einen Bewährungsding hast du dem anderen die Prügeln ausgeschmissen. Du kriegst wegen gefährlicher Körperverletzung eine Bewährungsstrafe, du kommst nach Hause, eine Woche später machst du es nochmal. Ich kann nur wiederholen, ich liebe dieses Meme. Wallah, wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Damit er quasi von der Polizei eben verhaftet werden kann. So. Und dafür musst du ihm ein paar zimmern, oder? Das so, wenn ich dem jetzt nicht ein paar Watschen gebe, ja, dann kann die Polizei ja überhaupt nicht festnehmen. Doch, Rainer. Kann sie. Dabei habe ich ihm aber eine zu viel auf die Fresse gehauen. Ja, die erste war schon zu viel, Reini. Und du hast ihm mehrere auf die Fresse gehauen. Und die erste war schon zu viel. Und dafür wurde ich bestraft. Oh. Weil ich ihm Zu Recht. ein oder zwei Schläge zu viel verpasst habe. Ja, egal wie viele Schläge du ihm verpasst hast, ne, Gesamtanzahl, die waren zu viel. Was eigentlich auch noch witzig ist, wenn man bedenkt, was der getan hat. Und das für mich eigentlich schon eine Bedrohung, für mich aus meiner Sicht ist es eine Bedrohung in meinem Lebensbereich. Ja. Deine Sicht vollkommen irrelevant. Wir gehen hier nach dem Gesetzestext und da drin steht halt glasklar, dass du den da nicht vermobben darfst. Und da du ihn vermobbt hast, bist du dafür bestraft worden. Ende der Diskussion. Also, der hat meinen Lebensbereich bedroht. Und damit meine Der hat meinen Lebensbereich. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Schmarren? Das steht so nicht im Gesetz. Der hat meinen Lebensbereich bedroht. Krampf, Rainer. Das war ein Dulli, ein Troll, der über deinen Zaun geklettert ist. Und der wollte halt ein bisschen da rumlaufen in der Hoffnung, dass du hinten nachläufst und dich zum Obst machst. Damit der Tanzbär tanzt. Der hat dich nicht bedroht und der war keine Gefahr für dich. Rainer, der hat ein Viertel von dem gewogen, was du auf die Waage bringst. Ein Viertel, das war ein Zwetschgenmanschgal, Rainer. Existenz. Und damit ist es eigentlich schon wieder eine Straftat. Aber Natürlich darf der nicht bei dir über den Zaun klettern. Und dafür ist er ja auch bestraft worden, Rainer. Aber Selbstjustiz ist halt nicht angesagt bei uns im Land. letzten Endes ist der damit davon gekommen. Letzten Endes. Ich habe nie einen Schadensersatz für den verursachten Schaden, den er gemacht hat, bekommen. Welchen Schaden hat denn der verursacht, Rainer? Wenn er jetzt sagt, dass er sich an der Hand verletzt hat, während er ihm eine gewaffelt hat, so dann habt ihr mich hier liegen. Rainer, der hat dir überhaupt keinen Schaden verursacht. Keinen. Nichts. Der ist über diesen Zaun gestiegen. Und dann hat er die Aufnahmen gesehen. Dann bist du hin und hast ein paar gezimmert. Und das hättest du nicht tun dürfen. Fertig. Und ich wurde auch noch verurteilt für mehrere Jahre auf Bewährung. Oh, Ja. okay. Aber Spielt letzten Endes auch keine Rolle. Letzten Endes. Die ist jetzt Ja, das Thema vorbei, ist jetzt oder? Ja, Thema ist jetzt durch seit einem Jahr. Also seit einem halben Jahr jetzt mittlerweile. Okay, das ist doch schon mal gut. Genau. Dann. Komisch. Hat er nicht in einem der früheren Leaks noch gesagt, dass er noch Bewährung hat? Bis Ende des Jahres? Ja, das ist genau das Gegenteil erzählt von dem, was er in dem vorherigen Leak gesagt hat. Da hat er auch behauptet, bis Ende des Jahres hat er noch Bewährung und nicht seit Anfang des Jahres hat er keine Bewährung mehr. Rainer, was stimmt denn jetzt? Ich glaube, im Zweifelsfall stimmt die für ihn negativere Geschichte. Ich glaube, der hat sich da danach das überlegt, oh scheiße, das hätte ich dir ja vielleicht nicht erzählen sollen, dass ich nur Bewährung habe.
Das ist ihm danach eingefallen und jetzt sagt er, die Bewährung ist schon lange wieder rum. Ne? Die ging jetzt Anfang des Jahres, Anfang des Jahres ging die jetzt quasi in Rauch auf, ist Blödsinn, aber er hat sich halt jetzt im Ding erledigt zum Glück. Bin ich auch ganz froh drüber. Im Ding, Rainer, im Ding. Ja, das ist doch in Ordnung. Naja, aber ich kenne mich eigentlich da nicht, nicht weil so eigentlich hätte aus. das nie passieren sollen. Ja, Ja, das hätte eigentlich nie passieren sollen, Rainer. Du hättest dich eigentlich ein wenig unter Kontrolle haben können. Vor allem, weil du ja bereits verurteilt wurdest wegen Körperverletzung. Ja, es ist jetzt nicht so, dass das erste Mal war mit dem Schanzensturm-Hater. Du hattest ja, wie gesagt, diese Nummer auch schon mit dem Pfefferspray und dem ganzen Ding. Du hast doch schon vor Gericht gestanden, die haben es dir doch da schon erklärt. Ne? Du hättest da schon wissen müssen, okay, ne, ich darf nicht einfach wild irgendwelche Leute angreifen, weil ich ansonsten derjenige bin und eine Strafe krieg vor Gericht. Wenn nicht machen, lass ich vielleicht bleiben. Nee, du kommst nach Hause und machst nochmal. Was jetzt passiert? Ach komm, ey, geh mir nicht auf die Eier. Ey, diese Adblock-Scheiße muss unbedingt raus. Unfassbar. Warte, ich mach das gleich. Das ist einfach übergriffig. Es mir einfach neues Fenster aufmacht und sagt, im Übrigen, so, der Adblocker funktioniert eh nicht mehr so, wie er mal sollte. Dementsprechend, weg damit. Und ganz ehrlich, dieser Adblocker soll mich vor Werbung und Pop-Ups schützen. Ja? Aber das ist mal wieder das beste Beispiel. So, you either die a hero or you live long enough to become the villain. das natürlich nicht so, aber ist halt leider schon halt passiert. Aber kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen blöd in sowas bin. Was muss man bei Bewährung überhaupt alles beachten? Was darf? Ja, man darf halt nicht hergehen und die Scheiße bauen, Rainer. Bärchen. Und wie gesagt, ich habe das in einem der letzten Videos schon gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass dieses süße Stillhalten aktuell nicht auf irgendwelchen Streaming-Plattformen zu sein, nicht Tiggy-Toggity-Videos zu machen oder YouTube oder Yuna oder was auch immer, dass das jetzt aktuell eine Bewährungsauflage ist, weil die gecheckt haben, dass Bewährungsauflagen, wo er aktiv was tun muss, weil er sich da immer rausredet. Oh, ich kann ja nicht, weil ich habe ja kein Geld, ich kann ja da nicht hinfahren. Ja, kein Auto, Führerschein haben sie auch weggenommen wegen der Haters. Ne? Oh, wie wir angefangen haben mit dem Video. Ja, wegen Hater-Aktionen, weil ich obdachlos war, bla 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 bla. Seitdem der die erste Bewährungsauflage gekriegt hat, hat er angefangen, sich aus der Scheiße rauszureden. Ja? Das kann ich nicht machen, weil so, das kann ich nicht machen, weil hier, das kann ich nicht machen, weil da. Und jetzt haben sie ihm eine Bewährungsauflage gegeben, wo er sich nicht rausreden kann, weil er dafür nichts machen darf. Ne? Nichts zu machen ist die Bewährungsauflage und da kann er sich nicht rausreden. Einfach nicht auf TikTok zu gehen, um Barne zu betteln, da kann er sich nicht rausreden. Da muss er aktiv dafür werden. Deswegen haben sie ihn am Sack. Und nächstes Jahr geht die Scheiße wieder los. Ich lege die Hand dafür ins Feuer. Man denn da nicht machen? Also, ist es generell Es gibt keine eigentlich nicht. Straftaten, Es gibt oder? eigentlich generell keine Einschränkungen. Du kannst eigentlich dein Leben ganz normal weiterführen. Das Leben, ne? Ja, du darfst da keine Straftaten begehen, Rainer. Eine Bewährung bedeutet im Prinzip nur, dass wenn du innerhalb dieser Zeit nochmal straffällig wirst, die Bewährung aufgehoben wird. Ja, normalerweise bedeutet es das. Beim Rudi, seinem Buren, bedeutet das leider nicht. Du von der Polizei entsprechend deiner neuen Straftat halt nochmal eine Ladung bekommst vom Gericht oder so. Dann musst du erneut in eine Verhandlung treten. Da wirst du neu beurteilt. Und dann kannst du entweder erneut Bewährung bekommen oder je nach Vergehen und je nach Schwere der Straftat wirst du dann halt kann es da dann passieren, dass du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in den Knast kommst. Aber das Ja, wenn du bereits auf Bewährung bist und du machst dieselbe Scheiße nochmal, wegen der du zur Bewährung verurteilt wurdest, dann gibt es zwei Möglichkeiten. So, entweder du kommst in den Knast oder hier Wingelglück und Rudis Bur regeln. Und du kriegst nochmal Bewährung. Und dann, wenn du es dann nochmal machst und sie wollen dich endlich in den Knast stecken, da hast endlich eine Richterin, die es gecheckt hat,
Die sagt, nee, Herr Winkler, jetzt ist Feierabend. Offensichtlich war die Einschätzung, dass man sie auf Bewährung rauslassen kann, falsch, da sie ja weiterhin permanent Straftaten begehen. Und deswegen gehen sie jetzt in den Knast. Fertig. Ne? Und dann kommt der Herr Winkler, der immer posaunt hat, oh, ihr habt nie was falsch gemacht, und wenn ich dafür in den Knast gehen muss, dann gehe ich da stolz und aufrechten Hauptes in den Knast und kommt dann so, ich muss eine Berufung gehen, ich will nicht ins Gefängnis. Ne? Ein Maul. Ich will auch nicht ins Gefängnis. Ne? Wenn ich irgendwas mache und die sagen, Kasper, wir sperren dich ein, dann will ich auch heulen. Aber ich behaupte nicht, ich würde aufrechten Hauptes ins Gefängnis gehen, weil ich bereit bin für meine Überzeugung, bla bla bla. Es kommt halt letzten Endes auch darauf an, was du getan hast. Du wirst jetzt nicht in den Knast kommen, wenn du jetzt, keine Ahnung, du wirst jetzt nicht in den Knast kommen, weil du jetzt beispielsweise für 50 Cent einen Kaugummi geklaut hast. Nein, aber du kommst ja offensichtlich, wenn du Rainer Winkler heißt, auch nicht in den Knast, wenn du schon wieder Körperverletzung begangen hast, zum 3. Mal. Aber du wirst halt zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden nochmal aufs Maul haust oder wenn du nochmal wegen gefährlicher Körperverletzung oder ähnliches Tat landest, oder je nachdem, was du halt gemacht hast, dann kannst du halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder im Knast landen. Ja. Oder im Zobis. Oder halt, was heißt wieder, da kommst du halt in den Knast mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann wird halt deine ursprüngliche... Ist einfach mal wieder ausgegangen. Die Bewährung wird widerrufen und du musst die Haftstrafe antreten. Das ist der Fachterminus. Was ist denn der Scheiß? Jetzt höre ich wieder. Dann wird halt deine Straftat neu bewertet vom Gericht. Und dadurch, wenn das wieder neu bewertet wird, wirst du dann... wenn es neu bewertet wird, dann kommt halt dann drauf an, was du getan hast. Und dann wird der Richter halt entscheiden, was passiert. Naja, was heißt, einmal wurde es ja jetzt, hast du ja gesagt, anscheinend verlängert oder irgendwie so. Ist dann nicht so gut. Und ich glaube, man kann das auch nur, da gibt es eine Regel, wie weit man das verlängern darf. Ne? Also das kannst du nicht unendlich verlängern. Das kann jetzt nicht sein, dass du sagst, hier, irgendwo ist deine Grenze. Ich frag's mich nicht wo. Frag's mich nicht wo. Aber ich glaube, ich habe irgendwas gehört, die Hälfte der ursprünglichen Bewährungszeit. Also theoretisch, wenn du ne, 2 Jahre Bewährung hast und du baust Scheiße und die verlängern die Bewährung, dann können sie es maximal auf 3 Jahre verlängern, glaube ich. Nagelt's mich nicht drauf fest. Ja, weil ich halt nicht die Auflagen richtig erfüllen konnte. Nein, weil du die Auflagen nicht erfüllen wolltest, Rainer. Das ist der Punkt. Du wolltest diese Auflagen nicht erfüllen. Rainer, du hast nicht eine Minute von deinen Sozialstunden, die dir aufgebrummt wurden, abgearbeitet. Nicht eine. Rainer, du bist auch zum Anti-Aggressionstraining nicht gegangen. Das war eine weitere Bewährungsauflage. Hast du nicht gemacht. Du hast auch nicht aufgehört, die Leute im Internet zu provozieren. Du hast einfach genauso weitergemacht wie vorher. Ne? Weil es ist ja nichts passiert. Du bist nicht in den Knast gegangen, deswegen ist in deinem Kopf abgespeichert, ne, bin ich freigesprochen worden, habe nichts falsch gemacht, einwandfrei kann ich genauso weitermachen. Und das ist das, was ich immer wieder sage, dieser Mann lernt nur durch harte Konsequenzen und wenn es ihn damals gleich beim ersten Mal, oder ja, beim ersten Mal ist hart, ne, kann er mal passieren, aber wenn sie ihn beim zweiten Mal wirklich dann eingeknastet hätten, dann hätte er gelernt. Dann hätte er gelernt. Dann wäre er zwar immer noch im Knast gesessen und gesagt, das ist alles unfair, ich bin nicht derjenige, aber er hätte gelernt, die machen ernst. Ne? Wenn die mir sagen, Herr Winkler, wenn Sie nochmal was machen, gehen Sie in den Knast und ich mache dann nochmal was, dann gehe ich in den Knast. Das wäre kleben geblieben. Wie gesagt, er hat drüber gejammert und geheult, aber er wäre in den Knast gegangen und er hat sich's gemerkt. Wenn er jedes Mal wieder durchkommt mit der Nummer, merkt er sich's natürlich nicht. Da merkt er sich das Gegenteil. Da denkt er sich, ja, ich kann ja immer wieder machen. Ist ja egal. Ne? Bin ja Rudi Saibur, bin ein wenig dumm, einwandfrei. Mir tut ja keiner was. Noch dazu jammer ich im Internet permanent irgendwie die Fabel vom armen Mobbing-Opfer runter. Deswegen will sich kein Richter dieser Welt diesen Schuh anziehen. Wenn dann irgendwelche komischen Dullis mit fragwürdigen Frisuren, die ihm Kohle in den Arsch stecken in der Öffentlichkeit, Artikel darüber schreiben, dass er hier, dass das Gericht sich zum Mittäter beim Internet Cybermobbing macht.
will sich natürlich keiner den Schuh anziehen. Und dann sucht man eine Ausrede, warum man wieder Bewährung geben kann. Und dann kommt hier dieser Max. Ja? Da kommt dieser Max und schüttet sich mit diesem dämlichen anderen Deppen, da, wie er nicht heißt, draußen vom Gerät den Pfeffi in den Kopf, wie nicht ganz gescheit. Und der Richter drin kriegt das gesagt und atmet tief ein und atmet tief aus. Und dann denkt sie, Gott sei Dank, meine Gebete wurden erhört. Ich habe jetzt eine Entschuldigung dafür bekommen, dass ich den nicht wegsperren muss. Der ist nicht mehr mein Problem. Wenn er das nächste Mal was macht, ist ein anderer Richter zuständig. Medloff. So, wir brauchen das ja. Was waren denn die Auflagen? Ja, sorry, Privatsache. Aber Ja, willst du mich rollen? Dieser Mann hat mir eine halbe Stunde vorher erzählt, dass er irgendeine Alte in der Sauna im Gym gemaust hat. Im kleinsten Detail. Und was er hier nicht sonst noch alles erzählt hat, von hanebüchenden Bumsknödelgeschichten aus dem Paulanergarten. Aber sie fragt ihn, was wären denn deine Bewährungsauflagen gewesen? Und das ist Privatsache. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Ich kann das nicht mehr. das ist Ja, jetzt musst du so nicht mittlerweile. sagen. Das ist, nee, mache ich auch nicht. Ist ja aber mittlerweile Nonsens. Das ist ja mittlerweile passiert. Das Thema ist ja vorbei. Ja. Schlaf lieber noch mal ein bisschen, auch wegen deinem Blog und so drüber. Ich überlege mir das schon ich überlege das schon seit einem Podcast halt, ne? Die Sache ist, ich würde halt den Hatern gerne die Fresse einschlagen. Das kann Also ich jetzt nachvollziehen. Warte. Die Fresse einschlagen, aber halt nicht real, sondern ich habe keinen Hass auf denen. Nee, du hast keine Möglichkeit, du hast einen massiven Hass. Du hast wenn du ein paar Dullis hättest, ne, die so einen Ofenkäse festhalten, dann würdest du ihm super gerne einen in die Fresse hauen. Super gerne. Ne? Wenn du die Dullis nicht hättest, macht er dich weg. Ne? Ich würde ihn gerne in die Fresse schlagen. Aber das meint er nicht so. Ja, dann sag's halt so, wie du es meinst, du Depp. Ich würde denen nur gerne den Spaß verderben, meine ich damit. Achso, ja, warum hast du es dann nicht so gesagt, sondern hast gesagt, du würdest ihn gerne in die Fresse schlagen, Reini? Haben jetzt gerade wieder ein bisschen zurückgerudert. Oh, nee, sorry, vielleicht nicht. Wenn es doch geleakt wird, bin ich wieder am Arsch. Ne? Dann kann ich mir nicht mehr rausreden, dass ich ja der Pazifismus-Lord bin, der keiner Fliege was zuleide tut, sondern dann habe ich es ja angekündigt. Und ich glaube, wenn er es ankündigt und danach tatsächlich macht, dann ist er nämlich dran. Der reumütige Straftäter, wie er vor Gericht gestanden ist, ist ja kein gewalttätiger Mensch. Er hat's ja nur verteidigen, Etzala, bla bla bla. Halt dein Maul. Und den Spaß verderben kann ich denen halt am besten, indem ich hergehe und denen halt dafür sorge, dass die halt gar nicht erst in der Lage sind, mir weiter auf den Sack zu gehen. Die glauben halt die ganze Zeit, dass sie übermächtig sind. Das sind sie aber nun mal einfach nicht. Und dadurch, dass ich halt sage, okay, na, ich mache jetzt das einfach so, können die halt Hä? Warte, ich muss mir das nochmal anhören. Was hat er da gerade geschwallt? erst in der Lage sind, mir weiter auf den Sack zu gehen. Die glauben halt die ganze Zeit, dass sie übermächtig sind. Also erstmal glauben wir nicht, dass wir übermächtig sind. Ne? Das höchste Wesen kam von dir über dich. Und er bestraft uns jetzt. Wie genau verdirbt er uns den Spaß? Das muss man alles nicht verstehen, oder? Das sind sie aber nun mal einfach nicht. Und dadurch, dass Rainer, das hat auch niemand von uns behauptet, dass wir übermächtig sind. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass höchstwahrscheinlich so gut wie jeder Hater, den es gibt, bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor dir eigentlich keine Angst haben muss. ich halt sage, okay, na, ich mache jetzt das einfach so, können die halt nichts dagegen machen, weil was wollen sie machen? Wollen sie mich zwingen, den Blog weiterführen zu können? Nein, Rainer, die wollten dich dazu bringen, den Blog zu löschen. Wenn du ihn löschst, und das hat er dann getan, dann tust du ja genau das, was wir wollen, Rainer. Ja. Die haben jetzt halt festgestellt, die haben festgestellt, dass sie nicht so mächtig sind oder nicht so viel Macht über mich haben, wie sie glauben. Rainer, dieses wer Macht über wen hat, Hirngespinst, das sind deine Gedankengänge. Keiner von uns denkt, oh, ich habe Macht über Rainer. Die Leute wissen, dass sie dich tanzen lassen können, indem hier, beste Beispiel, aber niemand
von den Hatern hat gesagt, wir haben Macht über Rainer. Das ist nicht irgendwie so ein, wir sind hier nicht in so einem Superhelden-Ding, ne, wo wir dann Kryptonit haben oder sowas und dich dazu zwingen können, irgendwas zu tun. Alter, die ganze Scheiße, die du da baust, die machst du schon sehr freiwillig selbst. Deswegen ist der Einzige, der da verantwortlich ist für deinen kompletten, für die komplette Zerstörung deines Edzardler Lebens, bist du. Natürlich haben wir keine Macht. Wenn du morgen sagst, ja, wisst ihr was, eigentlich das mit dem ganzen Internet, das war eine richtig dumme Idee. Ich mache jetzt auch keine Blogs mehr, keine Discords mehr, etc. Ich werde dieses Internet nur noch passiv nutzen, ne? Content konsumieren, keinen mehr schaffen, nicht auf Blogseiten, nicht auf Digity, nicht auf YouNow, YouTube, Instagram, wo auch immer, sondern ich halte jetzt einfach mal ein dummes Maul, dann ist das deine Sache, Rainer. Und das wäre eine schlaue Idee. Irgendwann jetzt dann langsam. Aber dieser Mann wird das nicht begreifen. Ich sag's euch, nächstes Jahr gibt es das große Drachen-Comeback, weil er sich denkt, ja, in Ruhe lassen, bla bla bla. Und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los. Ich meine, die schicken mir Leute auf den Hals so und sagen dann zu mir, oder Wer schickt dir denn Leute auf den Hals? Die ganzen Leute, die bei dir vor der Schanze gestanden sind, wieder freiwillig hingegangen. Die hat auch keiner dahin geschickt. Das hier nicht Krieg. Das ist nicht so, dass Regenbogenscharf seine Armeen zusammenzieht und in Al-Schauerberg einmarschiert ist. Du hast jetzt den Leuten gesagt, sie vorbeikommen, Poster kaufen, dann hast du sie beleidigt und dann sind sie gekommen und dann sind die halt auf den Sack gegangen. Es hat sich rumgesprochen und dann sind immer mehr gekommen. Das ist nicht Magie, niemand hat die da hingeschickt, Rainer. oder versuchen dann halt die Art und Weise zu manipulieren, meistens Weiber, die dann teilweise auch buchstäblich die Beine breit machen. Ja, genau. Das ist bestimmt so passiert, Rainer. Diese Story erzählt er aber auch schon, die hat er schon oft erzählt auch, dass er hat Haterinnen angeblich gebimst, weil keine dieser Haterinnen geht so weit, tatsächlich mit dir in die Kiste zu springen, nur um irgendeine Scheiße zu liegen. Und nein, natürlich, die setzen sich hier in den Discord und hören sich deinen kruden Bullshit an, aber das ist auch Obergrenze. Das ist schon belastend genug für die. Als ob, dass da irgendeine Haterin gekommen wäre, gesagt, yeah, I take one for the team. Da muss man aber schon ein bisschen sehr wenig Selbstachtung haben. Das hat nicht unbedingt was mit Selbstachtung zu tun, das geht eher für Grundlegend widersprechen. Aber sie hat gerade auch, er hat auch gerade nicht gecheckt, dass sie ihn gerade voll beleidigt hat. Na? Weil sie gesagt hat, oh, nur um was zu leaken mit so einem wie dir, da muss man aber schon wenig Selbstachtung haben. Das war mehr oder weniger zwischen den Zeilen. Ist ihm wurscht, ne? Hat er wegignoriert, weil er grundsätzlich jetzt erst einmal widersprechen muss. die ist es eher eine Art, für die ist es mehr eine Art Sportart. Die gehen her, ja, naja, es ist ein Spiel für die. Und für die, Ja, Rainer, du hast immer noch nicht gecheckt, warum das ganze Ding Drachengame heißt. Das heißt nicht Drachengame, weil wir das wirklich als Spiel sehen, dass wir gegen dich gewinnen müssen, so wie du Dulli. Sondern das heißt Drachengame, weil das ein Internet-Slang-Begriff ist. Ne? Weil Leute, die sich mit gewissen Dingen intensiv beschäftigen, gerade im Internet, sagt man halt so, die sind im XY-Game drin. Ne? Das ist jetzt auch nicht nur beim Drachengame so, das ist auch, keine Ahnung, Krypto zum Beispiel, da habe ich den Satz auch schon oft gehört. Wenn irgendwer sagt, hast du in Bitcoin investiert und du so, nee, ich bin in diesem Krypto-Game nicht so drin. Ja, das hat er wieder nicht gecheckt. Die sehen mein Leben als Spiel. Nein, Rainer, sehen wir nicht. geht es halt darum, die wollen das Spiel am Laufen halten. Für mich geht es darum, ich will einfach mein Leben leben. Ja, so. Leben, ne? So, wie schaut's aus? Wo bist du? Ich wandere hier unten rum, sammle und sag jedem Hallo. Wie Schaut viel? deine Ausdauer aus? Ist sie wieder hoch? Meine Ausdauer ist komplett im Sack. Ja. Kommt davon, wenn man sich auf eine Vierteltonne hochgefressen hat. Ich würde mich jetzt nämlich schlafen. Was heißt wieder? Was heißt immer noch wieder? Ach so, Ich würde mich jetzt halt hinlegen. Ja, ich Weil jetzt ist 16:20 Uhr und dann müsste eigentlich jetzt auch zeitnah der Ding offen sein. Der, wie sagt man? Ja, wie sagt man denn jetzt?
Meinst du der Zauberer? Die Mine. Die Ah, Mine. Nee, der stimmt. Zauberer ist uninteressant, das da mal noch. Also machst du den Block jetzt dann hauptsächlich weg, damit du jetzt den anderen dann sozusagen, ich sag mal, den Spaß wegnehmen kannst, dich zu nerven und zu ärgern und alles Mögliche. Nö, nicht nur. Doch, das hast du doch gerade vorhin gesagt. Ich will den Eltern den Spaß verderben. Die können mich ja nicht zwingen, den Block weiterzuführen. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass die Dinger hier fertig sind. Nicht nur. Also übrigens, ich hau hier mal zwei. Achso, wir wollten. Nicht nur, sondern auch Rainer? Ja, Joja-Markt machen. Okay, dann vergiss es. Mhm. Kaufst doch wieder das. Also, wir haben nicht viel Kohle, ne? Ja, sonst hätte ich das kaufen noch mal 112. Samen. Ein paar kann ich holen, aber ich glaube nicht allzu viel. Vielleicht 3, 4. Nee, gar nicht. Lass es einfach, das passt schon. Ich gehe jetzt in die Mine und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ach, scheiße, ich muss nochmal zurückkommen. Ja, genau. Spaß wegnehmen von den Idioten. Ja, oder wie gesagt, es geht nicht zwangsläufig nur darum. Es geht einfach darum, dass ich einfach von vornherein keine Lust habe mehr, mich da dumm hinzustellen und mich dumm anmachen zu lassen. So, ich möchte einfach mein Leben führen, ich möchte einfach meine Videos machen. Da kommt der freudsche Versprecher wieder raus. Er will einfach nur sein Lebende und seine Videos machen. Er will weiter seine Videos machen. Er hat da Bock drauf. Egal, ob es jetzt, was ihn jetzt da gerade abhält, ob es eine Bewährung ist oder ob es Uwe ist oder wer es auch immer ist, was es auch immer ist, was ihn gerade davon abhält. Es macht ihn fürchterlich fuchsig. Und deswegen labert er immer, ja, ich muss meine Videos, meine Streams, meine Videos, meine Streams, meine Videos, meine Streams. Das hat er im letzten Video auch 1000-mal gesagt. Im Hinterkopf plant er sein Comeback. Irgendwas hält ihn gerade noch ab und wenn der Faktor wegfällt, dann ist er wieder Fullgas da. Und im Moment bin ich sowieso drauf und dran, mich mit meinen Büchern auseinanderzusetzen. Also ich schreibe im Moment. Ja, das ist eine richtig gute Idee, Rainer. Setz dich mit deinen Büchern auseinander, behalt die für dich auf deiner Festplatte und halt ein Maul. An meinen Büchern ohne Ende. Gerade Königskind, nicht Königskind, gerade das Königreich arbeite ich momentan. Er arbeitet an seinen Büchern ohne Ende. Ne? Meme sitzt 10 Stunden am Tag daddelnd im Discord mit dem Bärchen. Sehr extrem dran. Da fällt mir ein, den Blog werde ich heute noch offline nehmen. Habe mich entschieden, das doch nicht zu machen. Okay. Oh, Rainer hast den Blog offline genommen. Das ist aber schade. Den werde ich heute noch offline nehmen. Und Königskind werde ich, heute habe ich jetzt nichts gemacht. Das mache ich entweder morgen oder dann am Montag. Das schreibe ich dann in Ruhe weiter. Genau. Und Wie kommt es jetzt Genau, dazu, und dass du es jetzt doch nicht machen möchtest? ich möchte versuchen, einen richtigen Verlag zu finden, wo ich das veröffentlichen kann. Ja, viel Erfolg dabei, Rainer. Das muss ja wirklich, ich fresse einen Besen live im Stream, wenn der einen Verlag findet, der diese Scheiße veröffentlicht. Rainer, die Sachen, wir haben das schon besprochen, die Sachen, die du da geschrieben hast, sind stellenweise strafrechtlich relevant. Die veröffentlicht kein Verlag auf diesem Planeten, Rainer. Keiner. Okay, das besteht also immer noch. Ja, da erstmal viel Glück, ne? Naja, jetzt muss ich erst einmal gucken, ob es überhaupt eine Möglichkeit dazu gibt. So, jetzt will ich erstmal, mein Plan ist jetzt, ich will jetzt erstmal Rainer kann ja sagen, ob es eine Möglichkeit dazu gibt. Nein. Königskind abschließen. Dann will ich, Ja, genau, bist du fertig mit Königskind. was ist? Ich habe nur gegähnt, alles gut. Achso, das klang wie ein Seufzer, deswegen war ich jetzt gerade verwundert. Nee, Also ich will jetzt erst Paranoia kickt. Oh, sie hat geseufzt. Hey, darin! mal Königskind abschließen und wenn ich Königskind abgeschlossen habe, will ich mich wenn ich Königskind abgeschlossen habe, möchte ich mich der Alchemieturm kümmern. Nach ja, das erwähntest du der bereits. Alchemieturm soll dann die Alchemisten kommen. Und dann möchte Rainer macht doch die Alchemistin zusammen mit dem Alchemieturm. Der Alchemieturm heißt doch Alchemieturm, weil da die Alchemistin drin wohnt, den ich halt doch mal stark an. Oder wird das so ein Ding, wo du einfach nur die Architektur besprichst? Ja, ein Turm. Also der ist so hoch. Dach oben drauf. Ja, und da drin ist Alchemie und so. Ja, gebimst wird da. Ne? Rainer, nimm doch die Alchemistin mit in den Alchemieturm rein. Das wird doch Sinn machen. ich mich noch das Buch der alte Wanderer Oder nenn das Buch gleich die Alchemistin und dann sagst du, die Alchemistin wohnt im Alchemieturm. Ding. kümmern. Wobei ich noch nicht genau weiß, wie ich das genau umsetze.
Ja, wissen wir, muss man schauen, wie wir es am schlauesten machen. Ich weiß nicht, Umberto Eco hat doch damals auch einfach der Name der Rose geschrieben. Der hat doch nicht vorher ein Buch geschrieben über das Kloster, in dem das spielt. Wo er gesagt hat, hier, das schaut so und so aus, und so viel Quadratmeter. Ne? Du Dulli. Ob ich das Buch wirklich der alte Wanderer nenne, wäre natürlich ganz witzig. Warum wäre das witzig, Rainer? Schauen wir mal. Und dann habe ich quasi die ersten 5 Bücher soweit fertig. Okay. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, genau. Kurz überlegt, ob ich jetzt richtig bin. Genau, und wenn ich Königskind eben dann soweit abgeschlossen habe, dann Dann, bin ich jetzt schon auf Ebene 5? Nee. Und dann schauen wir halt mal weiter, ob es soweit überhaupt kommt oder so oder auch nicht. Okay. Und was wäre dann so Zoe und mir dann? Gehen wir dann erstmal Naja, getrennte also Wege? Zoe ist ja grundsätzlich sowieso erst einmal die Sache. Ich weiß ja jetzt, das hier, wir sind immer noch am drittletzten Tag des Servers, ne? Danach kommen noch 2 Leaks anscheinend. überhaupt nicht, wie sie weitergeht. Also sie hat jetzt erzählt, dass sie sowieso längere Zeit erst einmal für die Uni was machen muss. Und wie gesagt, im Moment, heute hat sie mich ja komplett versetzt, was ich schon extrem ungeil finde. Oh, du armer Rainer, die hat dich versetzt. Ja, die hat vielleicht noch was anderes zu tun, als den ganzen Tag mit dir, Dulli, in einem scheiß Discord zu sitzen und sich von dir anlügen und belästigen zu lassen. Na, vielleicht hat sie aber eine dringende Pause gebraucht von dir. Wäre ihr nicht zu verdenken. Jetzt schauen wir dann mal, was bei rauskommt. Soweit ich das aber verstanden habe, wollte sie sich ja ohnehin zurückziehen. Sowas in die Richtung hat sie ja angedeutet. Vielleicht hat sie jetzt auch endgültig die Schnauze voll, deswegen reagiert sie jetzt auch nicht mehr, obwohl wir eigentlich vorhin reden wollten. Okay. Und ja, keine Ahnung, dann halt einfach mal gucken, wohin der Weg führt. Aber ich meine, hat ja jetzt Rainer, der Weg, der führt nirgendwo hin. Rainer, bis entweder du oder Uwe den Arsch hochreißen, bleibst du wahrscheinlich in Zobis oder bis ihr euch irgendwann verstreitet, weil du, keine Ahnung, die Miete nicht mehr bezahlen kannst, wenn sie dich jetzt mit der neuen Arbeitslosengeld Nummer mal ein bisschen runterstufen. Und so lange bleibst du in Zobis. Und dann führt der Weg erstmal überhaupt nirgendwo hin. denke ich, ganz gut funktioniert. Also es war zumindest schöner als bevor die anderen da reinkamen. Das ist richtig, ja. Ja, aber was willst du machen? Hast du eine bessere Lösung? Die ganzen Hater müssen ihre Scheiße hinschmeißen. Die Telegrams, die Discords, die Spiegel-Discords, dann ihr Schanzenwatch, dann ihre ganzen YouTube-Kanäle, die ganzen Kanäle, mit denen sie Kohle verdienen, in denen sie Sachen über mich veröffentlichen. Das alles müsste weggehen. Ich habe kein. Ja. Natürlich. Das müsste halt alles weggehen. Das ist vollkommen utopisch. Es ist vollkommen utopisch. Rainer, weißt du, wie das weggeht? Indem du endlich aufhörst. Und zwar wirklich. Keine Blogs mehr, keine Discords mehr, keine Bärchen mehr, kein gar nichts. Internet aus. Rainer, leb wieder so wie 1995. Ohne Internet, ohne Öffentlichkeit, ohne irgendwelche Scheiße. Schreib deine Bücher meinetwegen für dich alleine. Ne, davon ist dein Rechner auch nicht so beansprucht, dass er dann abschmiert wieder. Und fertig ist. Dann hört das auf. Ich meine, die Kanäle wird es dann weiterhin noch geben, die Memes wird es weiterhin noch geben. Aber es wird irgendwann kein Content mehr über dich produziert werden. Die Leute werden weitergehen. Ich werde weitergehen. Ich werde dann Content über was anderes machen. Dann kriege ich zwar nur noch ein Drittel von den Klicks. Mir Wayne. Ich mache dann irgendwas anderes. Ich laber meine Meinung zu irgendeinem anderen Scheiß. Alles in Ordnung. Bock mehr da drauf. Ich bin mittlerweile seit mehr als einem Jahr raus aus der Scheiße und ich möchte das. Nein, bist du nicht, Rainer. Bist du nicht. Du bist noch sehr well drin in der Scheiße, Rainer. Rainer, es hat ein halbes Jahr gedauert nach deinem ersten offiziellen, wo du gesagt hast, ich ziehe mich aus dem Internet zurück. Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis der erste Blog wieder gefunden, also beziehungsweise bis er veröffentlicht wurde. Und da hast du wirklich ein halbes Jahr lang an diesem scheiß Blog geschrieben. Über die Kommune damals noch. Halbes Jahr darauf war die Nummer mit dem, mit diesem Forum da, mit diesem Fetischforum aus Österreich. Halbes Jahr darauf hatten wir jetzt hier diesen Blog wieder. Und ne, jetzt kriegen wir die letzten Leaks aus dieser Zeit. Und es ist eigentlich wieder überfällig. Anfang des nächsten Jahres kommt wieder irgendwas, weil dann denkt er sich wieder, dieses Jahr ist das Jahr des Drachen. Schauen, was auf die Hater nächstes Jahr wieder zukommt, bla bla bla. Auch bleiben. Ja, gut. Und aber die ziehen mich halt immer wieder rein. Und wenn die mich immer wieder reinziehen, dann habe ich halt auch keine Lust, da weiterzumachen. Niemand zieht dich irgendwo hin.
Niemand hat dich dazu gezwungen, diesen Blog zu machen. Niemand hat dich dazu gezwungen, die Discords aufzumachen. Niemand hat dich zu irgendetwas gezwungen. Kurz, die Katzen nerven gerade. Kurz. Ja. Eine Meinungsverschiedenheit. Du? Weiter geht's. Ja gut, aber ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, wie realistisch wäre es, dass Sind wir mal ehrlich. Sie weiß. Mit wem sprichst du hier? die jetzt von einem Tag auf den anderen alle einfach alles hinschmeißen? Das ist ja das Problem leider. Das ist ja... Naja, rein theoretisch gesehen ist es gar nicht so unrealistisch. Natürlich, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Alle Leute, die irgendwas zu dir machen, schmeißen alles hin und alle werden hier Man in Black geblitzdings. Die vergessen einfach, was passiert ist in den letzten 13 Jahren. Blub und weg. Ne? Und alles, was du gemacht hast, ist einfach verschwunden. Ne? Auf magische Art und Weise. Einer, wenn du einen Genie findest, vielleicht. Ne? Wenn du einen Genie findest. Dann kannst du dir das wünschen. Aber sonst wird das nicht passieren. Wie stellst du dir das vor? Echt nicht? Mittlerweile halte ich das nicht mehr für unrealistisch. Wieso? Wenn die wirklich, naja, pass auf. Die Hater müssten eigentlich bloß mal anfangen, ihr Hirn einzusetzen. Hirn! Ja, Rainer, setz doch du dein Hirn mal ein. Das bisschen, das du noch hast. Dieses jämmerliche kleine Spatzenhirn, das du hast. Ne? Kurbel das doch mal an. Ich weiß, es tut weh beim Denken bei dir, aber probier's doch mal. Und dann versuch doch immer mal diesen, ich sag's ja immer wieder, der geht immer den letzten Schritt nicht. Er steht immer ganz, ganz kurz davor, die Erkenntnis zu haben. Und der letzte Schritt geht nicht. Da ist der innere Narzisst, hält ihn davon ab, dass er diesen Schritt geht. Das wäre so wichtig, Rainer. Aber nein, wir müssen unser Hirn einschalten. Die Sache ist nämlich die, eigentlich sind die Hater ja untereinander recht gut organisiert. Die müssten also eigentlich bloß versuchen, ihre gesamte Scheiße da mal, die liegen sich ja gegenseitig. Die müssen eigentlich einander bloß damit drohen, dass wenn sie wieder anfangen, über mich was zu machen und mich damit wieder dazu zwingen, meine Sachen wegzuhauen, müssten die eigentlich einander nur drohen, dass die sich dann gegenseitig liegen. So, das bedeuten würde. Ja, wie gesagt, ja, es hat in Haterkreisen Leute gegeben, die sich gegenseitig geleakt haben. Alle überhaupt nichts davon. Verständlicherweise. Ich habe aber auch wirklich sehr nette Leute kennengelernt. Ich glaube, diese leakenden Trollos, die sind schon die Ausnahme. Also untereinander, ne? Natürlich ist das Drachengame eine toxische Güllegrube, das liegt in der Natur der Sache, Rainer. Wo sich natürlich auch Leute befinden, die halt Wichser sind. Aber die allermeisten sind es nicht, würde ich mal sagen. Klar, jeder hat eine andere Auffassung, jeder hat andere, ne? Die einen sagen, ja, lass halt wiederkommen, ist doch lustig, tanzt da wieder ein bisschen, lass ihn wieder auf YouTube. Die anderen sagen, nee, verpiss dich komplett aus und ich will einfach seine hässliche Fresse nicht mehr sehen, seine dumme Stimme nicht mehr hören. Und das ist alles legit. Aber er setzt halt drauf, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Und zwar auf einem apokalyptischen Niveau, sodass er dann praktisch wieder hier Drachenphönix aus der Asche aussteigen kann und endlich seine verdienten Millionen im Internet verdienen kann. Dass sie sich dann gegenseitig fertig machen würden. Eigentlich müsste die Hater-Bubble sich komplett selbst kontrollieren. Das ist ja auch bei anderen YouTubern der Fall. Auch bei anderen YouTubern tun sich die ja, wie sagt man, selbst Ja, wie sagt man jetzt? kontrollieren. Ja, Rainer, aber du sagst doch immer, dein Fall ist einzigartig. Das sagst du doch immer, dein Fall ist doch einzigartig. Diese ganzen Bubbles. Boah, da Deswegen weiß ich kommen ja, nicht. Ich bei anderen bin... YouTubern ist es so, dass die halt Hater haben, aber die haben halt oft Fans. Das ist auch bei mir der Fall. Nur, Nein, Rainer, du hast nicht irgendwelche Fans. Du hattest nie irgendwelche Fans. Hast du nicht. Klar, es gab jetzt hier bei diesem unsäglichen, ich will es gar nicht Schanzenfest nennen, was da dieses Jahr verbrochen wurde, ein paar Dullis, die nichts gecheckt haben. Aber ein paar Dullis, die nichts gecheckt haben, gab es immer. Ne?
Ich war mal ein Dulli, der nichts gecheckt hat. Ich habe die klassische Hater-Metamorphose durch. Ich bin auf die Nummer gestoßen und habe mir gedacht, klar waren die ersten Sachen, die einem da vorgeschlagen werden. Ne, man kriegt das irgendwie am Rande mit. Ja, Drachenlord, Rainer Winkler, was ist da los? Und die ersten Sachen, die dann einem vorgeschlagen werden, wenn man so ein bisschen tiefer in das Rabbit Hole reingeht, sind hier so der Mittwoch und dergleichen. Und natürlich, wenn man dich nicht kennt und den Hintergrund nicht hat und nicht weiß, dass in der Situation, wie gesagt, nicht dein Herz gebrochen wurde, sondern dein Stolz. Und nicht weiß, wie ekelhaft du auch allein schon mit dieser Person umgegangen bist. Du hörst dich eng an. Wenn man das alles nicht weiß, tust du einem kurz leid. Natürlich. Dann denkt man sich, ja, okay. Der mag vielleicht ein Arschloch sein, aber sowas hat er nicht verdient. Und dann gehst du tiefer in das Rabbit Hole rein und dann denkst du dir, nee, er hat doch verdient. Doch, hat er verdient. Eigentlich hat er noch mehr verdient. Und wenn du da angekommen bist, dann ist die Hater-Metamorphose abgeschlossen und dann weißt du, okay, alles, was der jemals erleiden musste in diesem Krieg gegen die Hater, hat er sich selbst zuzuschreiben und hat es dementsprechend auch verdient. Er hätte das alles vermeiden können. Keine Ahnung, das ist, wenn irgendjemand sich in sein Wohnzimmer setzt und anfängt, da in einem Wok ein Feuer zu machen, ne? Keine Ahnung, mit Feuerzeugbenzin und dann darüber Marshmallows grillt und ihm fackelt die Bude ab, dann hält sich mein Mitleid auch in Grenzen. Vor allem, wenn ihm vorher ungefähr 500 Leute gesagt haben, dass er es bleiben lassen soll, weil er im Internet gesagt hat, hey, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache Feuer in meinem Wohnzimmer, um Marshmallows zu grillen. Ist das eine geile Idee? Und alle Leute gesagt haben, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Mach das nicht, ihr fackelt die Bude ab. Oh ja, ihr wisst überhaupt nichts, ich bin viel schlauer wie ihr macht das jetzt trotzdem. Und dann fackelt die Bude ab und danach wird geheult, meine Bude ist abgefackelt. Ja, Rainer, wir haben es dir gesagt. Ja? Ja, ich und meine Metaphern wieder. Bei mir ist das Problem, dass die Hater. Nein, bei dir ist nicht das Problem, dass die Hater. Bei dir ist das Problem, dass du hageldumm bist und gar nichts checkst und seit 13 Jahren einfach die Erkenntnis nicht in deinen Klöterkopf eingesickert ist. Das ist bei dir das Problem, Rainer. Wichtig sind, was ihren Scheiß angeht, den sie abziehen. Und dadurch, dass sie diesen Scheiß abziehen, nehmen die mir den Handlungsspielraum, sie nehmen sich selbst den Handlungsspielraum. Und Wo nehmen wir uns denn den Handlungsspielraum? Rainer, dir nimmt man den Handlungsspielraum. Ja, du kannst so viel machen, wie du willst. Geh doch wieder auf TikTok. Anscheinend ist ja auch wirklich so, dass du tatsächlich bei YouTube jetzt deinen Kanal zurück erbetteln könntest. Also nicht den du hattest, sondern du dürftest dann erbetteln, dass du wieder einen machen darfst. Gibt's ja anscheinend jetzt so eine neue YouTube-Richtlinie, dass permagebannte Leute das dürfen. Dass sie sagen, ja, hier, bitte, bitte, bitte. Ein bisschen so wie wenn du bei irgendwelchen Twitch-Streamern irgendwie auf die Bannliste gekommen bist, weil du irgendeine saudämliche Scheiße in den Chat geschrieben hast. Wo du eine Nachricht hinschreibst, lieber, keine Ahnung, Montana Black, ich habe leider Gottes versehentlich, bin im Gesicht auf der Tastatur gelandet und habe versehentlich Hurensohn in deinen Chat geschrieben und bin gebannt worden. Kann bitte entbannen. Und das geht jetzt anscheinend auf YouTube auch. Das könnte er machen. Ja? Mach doch deinen Scheiß. Aber jammer dann halt nicht rum, wenn es wieder dasselbe Ergebnis kriegst, wie die letzten 13 beschissenen Jahre. dadurch, dass sie mir und sich den Handlungsspielraum nehmen, verlieren sie gleichzeitig die Grundlage für ihren Handlungsspielraum. Ja, das ist halt dummes Geblubber. Ne? Übersetzung, Furzgeräusch hier einfügen. Ich kann das Furzgeräusch immer nicht machen, weil das, keine Ahnung, OBS bei mir rausfiltert. Ich weiß nicht. Was im Endeffekt eigentlich nur bedeutet, dass sie sich eigentlich nur mal ein bisschen das Hirn kratzen müssten und dann würden sie eigentlich begreifen, was sie falsch machen. Aber das tun sie halt nicht. Ja, jetzt wird wieder gespiegelt. Was von den Leuten ist denn eigentlich so hauptsächlich das größere Problem? Hast du mal versucht, irgendwie mit denen zu reden, irgendwie was zu Mit denen sagen? kannst du nicht reden, weil das Jetzt wird gespiegelt. Mit uns kann man nicht reden. Alter, ich habe vor kurzem erst wieder so ein altes Ding gehört. War es bei Ani? Oder war es bei Hagebuttene? Oder so ein altes Ding.
wo die Leute versucht haben, mit ihm vernünftig zu reden. Nix. Ich habe heute früh habe ich dieses Alblali-Video, ne, zum Thema Danke dafür, Alblali, habe ich mir angeschaut. Da ging es auch kurz darum, weil Vic damals anscheinend gesagt hat, er hält Rainer für ein bisschen arrogant, weil er gerade aktuell war dieses Besuchsvideo, wo er da draußen auf dieser Parkbank sitzt, mit die Füße hochgelegt und die ihn zum Grillen einladen wollten. Ja, Thema, ich kann nicht hören, ich habe Kopfhörer auf. Ne? Vic hat gesagt, ja, da wirkt er ganz schön arrogant. Ja, da wirkt er ganz schön arrogant. Mit wem kann man denn nicht reden? Wer hätte denn die Möglichkeit gehabt, in der Situation zu sagen, ja, okay, keine Ahnung. Ich habe schlechte Erfahrungen gehabt mit den Haters. Deswegen würde ich mir gerne mein eigenes Grillfleisch schnell holen. Ne? Ich mädel schnell hin zum Rewe-Zwingel, hol mir ein paar Schweinenackensteaks, dann hauen wir die Scheiße auf den Grill, trinken eine halbe miteinander und unterhalten uns erst einmal geschmeidig. Das hätte er machen können. Nee, beleidigt hat er sich. Geh raus aus meinem Land. Ich hab Kopfhörer auf. Aggressiv ist er geworden. Ja, so wird man natürlich nicht deeskalierend handeln. Natürlich fliegt dir das um die Ohren, Rainer. Wenn du so mit den Leuten umgehst, jeden Tag, dann fliegt dir das um die Ohren. Witziger ist, dass jeder das anderes denkt. Die Mehrheit von denen weiß nicht einmal, warum sie mich haten. Doch, wir wissen alle sehr gut, warum wir dich haten. Also die Leute, die ich wirklich als Hater bezeichnen würde, die wissen alle genau, warum sie dich haten. Die Gründe variieren ein bisschen. Ich glaube, ein Ofenkäse hatet dich aus einem anderen Grund als jetzt zum Beispiel ich oder ein Serial. Ich glaube, bei Serial und mir sind die Gründe relativ nah dran. Ne? Ich glaube, wir sind uns da relativ ähnlich und relativ einig, warum wir dich haten. Andere Leute haten dich aus anderen Gründen vielleicht, keine Ahnung. Ne? Aber jeder, der wirklich ein richtiger Hater ist, weiß genau, warum er dich hatet. Die Mehrheit von denen, gerade von denen, die halt in den untersten Reihen von denen... Leute, ey, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare, warum ihr Rainer hatet. stehen, sag ich mal. Okay. Die wissen nicht, warum die mich haten. Die haben keinen Plan. Die haten mich, weil alle mich haten. Die denken auch gar nicht darüber nach, warum sie mich haten. Die haben... So ist es. Er hat uns entlarvt. Wir stehen jeden Tag auf und sagen, heute hate ich einfach Rainer ohne Grund. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hate ihn einfach, weil ich dumm bin. Nein, Rainer. Ich fange jetzt nicht an, die Scheiße aufzuzählen, warum ich die hate. Da habe ich oft genug gemacht. keine Ahnung, was eigentlich das Problem ist. Ich habe hier während dieser Videoreihe, wo wir jetzt bei über 60 Stück sind, habe ich eine Zeit lang diese Schandtat des Tages gemacht. Dann kannst du jede davon nehmen. Jede davon ist ein Grund, dich zu haten. Und da gibt es noch mehr. So, dann lass mal pennen gehen. Yep, ich komme hoch. Erscheinen reicht. Ja, Naja, steck dir diesen Witz einfach ganz ehrlich dahin, wo keine Sonne scheint. ich beeile mich. Hochkommen ist meine Aufgabe, wenn sie später da ist. Ach siehst, es könnte ja auch sein, dass Zoe da deswegen angepisst ist. Wegen was? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Na, ich weiß nicht, ich hatte ein bisschen den Eindruck, Zoe hätte irgendwie, keine Ahnung, nach dem, was du gestern gesagt hast, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Zoe hatte vielleicht so ein kleines Interesse an mir. Aber ich habe ihr halt auch erzählt gehabt, gestern Abend dann, nicht gestern Abend, heute Morgen, habe ich ihr noch mal kurz geschrieben und so. Nicht auf Discord. Ich habe ihr heute Morgen dann Oh, Alter, jetzt krieg deine scheiß Lügengeschichte auf die Ketten, ne? Alter, es ist so erbärmlich. Er hält sich hier für den Puppenspieler, der alle manipuliert und 4D-Schach spielt. Und stottert sich da wie der hinterletzte Behindi irgendeinen Bullshit zusammen. Ja, nee, ich habe da mit dir telefoniert, also nicht telefoniert, sondern auf Discord, und zwar gestern Abend, ich meine heute in der Früh, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, bla bla bla. erzählt, wir haben ganz kurz mal auf Discord telefoniert, weil sie war heute Morgen ganz kurz mal da. Okay. Und dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich halt eine neue habe. So. Und Ja, ganz quies hast du das gemacht. Ganz quies hast du das gemacht. da fällt mir gerade ein, warte mal, ich habe eine Nachricht. Mein Anwalt, bitte. Oh, und Boah, was für ein Schmierentheater bin ich hörend? Was bin ich hören? Och, mein Anwalt. Zufälligerweise schreibt er gerade, während ich mit dir da im Discord bin. Ja, freilich, Rainer.
Rainer, dein Anwalt schreibt dir einen Scheiß. Rainer, dein Anwalt ist wahrscheinlich ein Pflichtverteidiger. Der macht das Bare Minimum, wozu er verpflichtet ist. Noch dazu wird der wahrscheinlich, wenn er schon länger dein Anwalt ist, auch gecheckt haben, dass mit dir zu sprechen überhaupt gar keinen Sinn hat, weil du einfach nichts checkst. Weil der Mann so viel Jura studiert haben kann, wie er will. Genauso wie die Staatsanwältin und die Richterin damals 2021 im Oktober. Vollkommen wurscht, die können so viel studiert haben, wie sie wollen. Du bist trotzdem schlauer als die. Und das merken die, dass du so denkst. Und dann geben die auf. Dann geben die auf, zu versuchen, dir irgendwas zu erklären. Geschweige denn, dass der dir dann irgendwann abends eine SMS oder eine WhatsApp schreibt. Während du gerade zufällig mit dem Bärchen irgendwie im Discord bist. Ja, hallo Rainer, Ibims, dein Anwalt. Ich weiß, was nächstes Jahr auf die Hater zukommt. Halt dein Maul. Erfolge? Sekunde. Mich wundert, dass der mich heute überhaupt anschreibt, das ist Samstag. Ja, offenbar Weiterer Grund, warum es gelogen ist. braucht er noch Unterlagen von mir. Ja, er braucht und dein Anwalt braucht. Er sagt, ich schicke hier Montag, weil heute kann er eh nichts mehr machen. Er hat auch schon geschrieben, es reicht Ja, nicht. wenn er heute nichts mehr machen kann, dann hätte er dir am Montag geschrieben. Er tut hier gerade so, wie wenn er so ein High-Class-Client wäre. Mit Millionen auf der Bank. Geil, wir reden hier nicht vom Diddy-Prozess. Wir reden hier nicht vom Diddy-Prozess. Es geht entweder darum, dass du wieder irgendeine Scheiße gebaut hast. Oder es geht darum, dass du irgendwie, ach, was rede ich eigentlich? Es geht um überhaupt nichts. Keiner hat ihm geschrieben. Und der Anwalt, der ihn da verteidigt hat beim letzten Mal, der war froh, dass er weiter war. Ich lasse mich immer auf diese Gedankenspiele ein. Wie so ein Dulli. Also, letzten Endes Letzten Endes. Ausdauer darum, also warum vergebe ich jetzt meine Ausdauer? Ich will doch eigentlich in die Mine. Wobei, jetzt stehen geblieben. Achso, ich habe halt heute Morgen Story auch geschrieben, so um 9 oder um 10 haben wir ganz kurz mal geredet. Ja, oder war es doch gestern Abend? Na, er hat gesagt, ja, gestern Abend hat er mit ihr telefoniert, dann ist ihm gekommen, ja, nee, Moment. Ich habe ja gesagt, dass ich gestern Abend die Alte gebumst habe im Gym. Dann kann ich ja gar nicht geschrieben haben. So, ja, heute Morgen. Ja, das passt an die Geschichte, ne, weil er ist die Gym-Bumsknödel alle, die ist wahrscheinlich früh aufgestanden und ihn mal lochen muss und dann ist er wach gewesen und hat gedacht, dann rufe ich mal Zoe an und erzähle ihr, dass ich gerade gebimst habe. Und dann hat sie gemeint, dass sie aufräumen wollte, deswegen haben wir uns das dann auf Mittag verschoben um 13 Uhr rum. Dann habe ich ihr halt auch gesagt, dass ich eigentlich dass ich mich eben jetzt am Wochenende gestern schon amüsiert habe. Und vielleicht ist sie deswegen, hat sie deswegen nicht reagiert. Das kommt. Ja, genau. Der hast du alle möglichen Räuberpistolen erzählt, wen du nicht alles in den letzten 20 beschissenen Jahren gebimst hast, was alles gelogen war. 36 ungebimst. Ne? Und daran hängt sie sich jetzt auf. Ich glaube, das ist so. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen. Mein Blödsinn, ein Typ wie ich hat bei der so keine Chance. Aber es ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Vielleicht liegt es daran. Keine Ahnung. Ja, was ihm nicht immer spontan einfällt. Mag sie halt einfach. Na, sie haben ja nicht reagiert, aber ich schreibe ihr nachher mal. Jetzt warte ich mal. Sie hat die Nachricht mittlerweile gesehen. Also bevor ich vorhin ins Gym ging, oder besser gesagt ins Gym gehen wollte, aber sie hat mir noch nicht darauf geantwortet. Ja, jetzt bin ich erstmal am Zocken. Wobei, so ach lang mache ich jetzt auch noch mal. Wir haben dann Okay. 3:30 haben wir. Wie lange willst du noch machen? So lange, wie du halt dann Lust hast, so. Man könnte meinen, dass ich keine Sex hatte, wenn ich das jetzt sage, aber Lust habe ich immer. Plumpe anmache, steht sicher auch irgendwo auf der Bingo-Karte. Man möchte meinen, dass ich überhaupt gar keinen Sex hatte die ganze Nacht, aber ich hätte schon Bock. Also wenn du auch Bock hättest. Ach komm, Rainer. Ja, man könnte fast meinen, dass diese wilde Geschichte von der Alten in der Sauna im Gym mitten in der Nacht, dass die vielleicht ein wenig gelogen war. Ne? Kann mir ja auch eigentlich egal sein. Es geht mich auch nichts an. Sie hat mir halt, wie gesagt, sie hat mir eh nicht geantwortet. Ich habe ihr vorhin geschrieben, dass ich schon so lange warte. Dann hat sie geschrieben, nee, dann hat sie nicht reagiert. Dann hat sie auch die Nachricht nicht gesehen. Dann habe ich geschrieben, dass ich unterwegs bin. Dann hat sie gemeint, dass sie. Wohin denn unterwegs? In Discord? Ja, das ist ein langer Weg. Das muss man mal ankündigen. Ne? Dass du
von deiner Couch oder von deinem Bett die 2 Meter zum Rechner gehst, um ins Discord zu kommen. Ich bin unterwegs. Ja, in der Zeit, in der du Nachricht geschrieben hast, gehst du rüber und bist online. Dann hat sie gemeint, dann hat sie immer noch nichts gemeint und dann jetzt mittlerweile hat sie die Nachricht irgendwann mal gesehen. Innerhalb der letzten 2 Stunden irgendwie. Aber reagiert hat sie immer noch nicht. Also ich habe auch keine Antwort gekriegt. Ja, oder meinst du, ich soll ja schnell schreiben? Ich weiß halt auch nicht. Warte lieber. Rainer hat gerade die Hypothese aufgestellt, dass die vielleicht ein bisschen was von ihm will und deswegen irgendwie. Aber er hyperventiliert jetzt hier gerade. Oh, verdammt. Die hat meine Nachricht gesehen, aber die hat noch nicht geantwortet. Soll ich sie vielleicht anschreiben? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh nein, weil er in seinem Spatzenhirn immer noch denkt, dass die Alte für ihn den Spagat macht. Erstmal, so dass sie sich bei dir meldet, würde ich sagen. Weil du gerade gesagt hast, ich soll fragen. Also ja, du kannst schon fragen, aber ich dachte jetzt eher, wenn sie dann irgendwie online kommt oder so. Ach so. Deswegen war ich jetzt gerade verwundert, weil du gerade gesagt hast, so. Weil ich habe jetzt eigentlich auch erst gedacht, ich warte erst mal ab. Ja. Na, ich warte jetzt mal. Wir haben jetzt 15:30 Uhr. Ich warte mal vielleicht noch so bis 5 oder so und dann mal schauen. Ich muss sowieso dann gleich mal schauen. Ich muss auch gleich mal meiner neuen. Wollen wir wetten, dass er nicht bis 5 gewartet hat? Wollen wir wetten, dass 20 Minuten nach dem, wo wir jetzt sind, als dieser Call beendet war, sofort gestalkt wurde? Ich erinnere an die 30 Nachrichten über Nacht. 30 Nachrichten über Nacht. Was war das Indigo-Bärchen, glaube ich? Ich kann mir vorstellen, wie ihr Nachrichtenverlauf aktuell ausschaut. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die sich WhatsApp-Nummern ausgetauscht haben oder ob es hier über Discord ist, aber da sind hier Rainer Winkler, die, wenn drauf geht, ist da ein roter Kreis mit einer 2-stelligen Zahl drin, wegen Nachrichten von ihm. Da schreiben. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob wir zusammen sind oder nicht. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ja, klär das mal auf so. Oder seid ihr noch so ganz Ja. frisch in der Kennenlernphase noch ein bisschen? Eigentlich sind wir nur in der Sexphase im Moment. Okay. Ja, die Ja, Sexphase. Kamlan, ein paar Sachen habe ich dir ja schon erzählt. Wir haben uns ja, wie gesagt, schon ein bisschen kennengelernt, haben uns Ist auch, bei Rainer findet die Sexphase vor der Kennenlernphase statt. schon ein paar Mal getroffen, so. Sie war schon ein paar Mal bei mir, in meiner Zwergenwohnung hier in Berlin. In Berlin. Lel. Und letzten Endes war ja noch nicht Letzten Endes. wirklich viel. Also wir haben ja noch nicht darüber hinaus noch nicht wirklich Kontakt gehabt jetzt groß miteinander. Außer dass wir uns halt ab und zu mal im Gym getroffen haben und dann eben, dass sie 1, 2 Mal bei mir zu Besuch war. Die hat ja auch erst einen Ex-Freund gehabt, also die hat ja sich erst von ihrem Freund getrennt gehabt auch. Wenn es ein Ex-Freund ist, dann hat sie den schon immer noch, ne? Einen Ex-Freund gehabt haben, geht nur, wenn du mit dem wieder zusammengekommen bist, ne? Ansonsten bleibt er dein Ex. Vom Vierteljahr oder so, also vor ein paar Monaten auf jeden Fall erst. Und meinte halt, dass sie im Moment eigentlich sowieso nichts Festeres will. Übrigens kannst du in der Mine dann dir mal eine Kiste abholen. Mhm. Bin auch Kann in der Mine eine Kiste abholen. Wir sind in 1 Stunde 3 Minuten 48. Ja, und ich glaube, hier ist ein guter Zeitpunkt fürs Ende, weil es sind noch 20 Minuten. Das ist wahrscheinlich genau ungefähr ein Video von mir. Ne? Sollte der nächste Leak rauskommen, bis ich dazu komme, den Rest hier zu reacten und ich habe am Ende dieses Leaks noch Bock, dann gehen wir in den nächsten gleich mit rein. Ansonsten mache ich die 20 Minuten beim nächsten Mal fertig und dann schauen wir mal. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Medlove.